Wir sind Axel und Laura und wir bauen unseren Offroad-Camper selbst aus. Im letzten Video haben wir euch unser Strom-Setup vorgestellt und in diesem Video zeigen wir euch ein Produkt, welches uns zum Testen zur Verfügung gestellt worden ist. Powerstations gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer. Manche kosten weit über 1000 Euro, andere deutlich weniger. Heute schauen wir uns die Allpowers R1500 Lite an. Wir haben uns ja, wie im letzten Video beschrieben, ein relativ kraftvolles, fix verbautes Stromsystem zugelegt, das auf 2 Solarmodulen und einer großen Batterie basiert. Wenn wir so reisen, wie wir meistens reisen, also fast täglich weiterfahren, werden wir damit auf jeden Fall nie zu wenig Strom haben. Wenn wir aber mal eine Reise vorhaben, wo wir vielleicht relativ lang an einem Ort stehen oder wir wetterbedingt mit dem Solar einfach zu wenig Strom produzieren, werden wir auf jeden Fall auf eine zusätzliche Powerstation zurückgreifen. Aber jeder reist anders, jeder hat andere Ausstattung und andere Bedürfnisse im Camper, sodass eine Powerstation absolut seine Berechtigung haben darf. Gerade bei einem hohen Strombedarf oder einfach nur als Backup, so ein Teil kann man auf jeden Fall brauchen. Anleitung, Ladekabel. So, die Allpowers 1500. Also vom Tragen her nicht leicht, das heißt, es wirkt so schon mal hochwertig. Insgesamt Verarbeitung, Kunststoff ist naheliegend, sonst wäre es natürlich nur schwerer. Man sieht da vorne eigentlich relativ gut die verschiedenen Anschlüsse mit Kunststoffschutz. Das heißt, wenn ich da aufmache, würde man die Steckdosen gleich sehen. Wir haben 4 an der Zahl. Wir haben zweimal USB-C da, wir haben zweimal USB-A mit 18 Watt. Die USB-C sind mit 100 Watt sogar. Und da haben wir nur einen DC-Output mit 12 Volt. Das heißt der klassische Autostecker, was man kennt, wenn man beim Auto was laden möchte. Soweit, so gut. Ja, wir haben das Ding schon im Vornherein gemeinsam ausgepackt, aber ihr seht, wir sitzen wie immer herinnen. Das heißt, ich würde sagen, wir schauen einmal, was das Ding eigentlich kann. Manches ist, finde ich, schon durchaus mit dem fest verbauten Setup von uns im Camper vergleichbar. Also wir haben 1056 Wattstunden, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Es ist eine LiFePO 4 Batterie, die permanent auf Dauerleistung 1600 Watt ausgeben kann und sogar 3200 Watt in Spitzenleistungen. Das aber nur kurzfristig. Sie hat 4 Steckdosen, sie hat USB-C-Stecker mit 100 Watt. Es gibt auch eine App und man kann sie mit Bluetooth verbinden und schauen, wie wir gerade so geladen sind. Es gibt auch eine Schnellladefunktion über das Kabel und man kann sie mit einer Solaranlage verbinden. Und gerade die LiFePO 4 Batterie gefällt uns schon mal relativ gut. Sowas hält auch deutlich länger als ältere Lithium-Technologien und ist mittlerweile eigentlich der Standard bei solchen Powerstations. Jetzt kommen die Praxistests. Dann kommen wir schon zum ersten Praxistest. Dafür haben wir uns ein paar ganz typische Sachen ausgesucht, die wahrscheinlich jeder dabei hat. Handy laden, wahrscheinlich das wichtigste Thema. Laptop laden, für uns auch sehr wichtig. Und wir haben dann auch noch so Späße wie Drohnenakkus. Das Handy lade ich mit meinem ganz normalen Handykabel über den USB-A-Anschluss. Und man muss das drucken, damit es geht. Haben wir direkt einen USB-C-Anschluss, da manche Kabel auch auf diese Art und Weise funktionieren. In dem Fall unsere Drohnenakkus. Und der letzte Test, ein 127 Watt Ladekabel für meinen Laptop. Schauen wir mal, ob er das auch schafft. Also jetzt lädt einmal alles und was ziemlich cool ist, ist, dass man auf dem Bildschirm auch immer genau sieht, wie viel Watt Output das Gerät gerade hat und wie viele Stunden es mit dem verbleibenden Akku jetzt nur auf diese Art und Weise weiterarbeiten kann, bis es leer ist. Das ist echt cool, dass man einfach einplanen kann, wie man mit den Ressourcen umgeht. Ja, also so einfache Tests wie reine Ladevorgänge macht ja mittlerweile schon fast jede Powerbank mit. Darum haben sie mir gedacht, damit wir da wirklich einen guten Test machen können, nehmen wir 2 Geräte, die schon um einiges mehr Strom brauchen, aber im Campingalltag definitiv sinnvoll sind. Wir haben einerseits unsere Kaffeemaschine, wer möchte kann, guten, schönen Kaffee. Und auf der anderen Seite einen Wasserkocher, der natürlich für Tee oder Wasserwärmen auf jeden Fall ein wichtiges Gadget ist. Stecker steckt schon mal, eingeschaltet sind wir. Bro, der Watt-Output, Kollege Arbeit. Aufgeheizt ist. Das heißt, wir schauen einmal,
ob wir uns einen Kaffee damit machen können. Und der Kaffee rinnt natürlich direkt runter. Gute Vorbereitung auch wieder mal. Wir sind wieder da. Wir machen uns einen doppelten Espresso. So, aber nur Espresso ohne Milch macht nichts. Jetzt testen wir nochmal, ob die Milchschäumfunktion auch noch funktioniert. Barista Axel im Einsatz. Also ich bin schon ein bisschen begeistert. Super Kaffee. Was will man mehr? Ja, also für die Nicht-Kaffeetrinker gibt es natürlich die Variante mit Teewasser. Wir haben da einen klassischen Haushaltswasserkocher jetzt. Und wir schauen einmal, was der verbraucht, wenn wir ein Wasser auf 100 Grad erhitzen. Wir schauen. Ich glaube, er hat es nicht genommen. Warte. Was hat er? Okay. 2200. So, Axel, warum gibt es kein Teewasser für uns? Liegt es an der Batterie oder liegt es an uns? Nein, in dem Fall liegt es an uns. Da steht 1850 bis 2200 Watt. Aber zeigt einfach nur, dass die Werte offenbar stimmen. Das heißt, mit 1600 die Kaffeemaschine geht. Da haben wir 1300 gehabt maximal. Aber wenn wir da durchschnittlich 1800 bis 2200 Watt ziehen, ist das leider einfach zu viel für das Ding. Aber was ist uns aufgefallen beim Ladestand? Aufgefallen ist uns, dass, obwohl der Heizvorgang von der DeLonghi Kaffeemaschine eigentlich doch auch was zirkt, wir haben ja 1300 Watt gesehen, haben wir eigentlich nur 1 bis 2% von der Ladekapazität verloren. Das ist ja eigentlich nicht schlecht, finde ich. Wenn man das da rechnet, kann man sich da schon sehr viel Kaffee drum machen. Test bestanden? Ich würde sagen, Test auf jeden Fall bestanden. Man muss halt einfach seine Geräte dementsprechend anpassen. Test Nummer 3, der Dauereinsatztest. Wir haben uns dafür unsere uralte Kühlbox aus dem Keller geholt und wir verwenden dafür jetzt den 12 Volt Anschluss und schauen einmal, was der so tut. Die schnurrt gleich. Wir haben jetzt gerade 72% Ladung. Ich habe mir einen Timer auf 1 Stunde gestellt. Und dann werden wir mal schauen, wie kühl die Box nach einer Stunde ist und wie viel Strom uns das gekostet hat. In der Zwischenzeit genießen wir einen Kaffee. 1 Stunde später, Kühlbox ist ordentlich kühl, da kommt man jetzt auf jeden Fall schon Sachen rein da. Und unsere Anzeige verrät uns, wir haben immer nur 71% Akkuladung. Wie wir es gestartet haben, haben wir 73% gehabt und es ist jetzt eine Stunde vergangen. Natürlich hängt es extrem vom Stromverbrauch von der individuellen Kühlbox ab. Aber ich würde sagen, mit dem kann man auf jeden Fall arbeiten. Ja, nach unserem Praxistest können wir sagen, mit der Allpowers R1500 Lite sind wir insgesamt eigentlich zufrieden. Für genau die Dinge, die wir getestet haben, wie zum Beispiel das Laden von der Drohne oder vom Laptop und dem Handy, sowie den Betrieb von kleineren und auch anderen leistungsstärkeren Geräten, hat die Powerstation zuverlässig funktioniert und uns nicht enttäuscht. Alle Fehler, die wir gemacht haben. Wasserkocher. Genau. Das sind einfach wir schuld. Das war klar, dass das nicht funktionieren kann. Besonders positiv finden wir das Preis-Leistungs-Verhältnis, denn im Vergleich zu vielen anderen bekannten Herstellern bietet die R1500 Lite eine umfangreiche Ausstattung zu einem durchaus attraktiven Preis, würde ich sagen. Übrigens, wenn euch der Preis immer noch zu hoch ist, mit dem Code TwoTravellersDiary würdet ihr 10% auf eure Bestellung sparen. Ja, natürlich merkt man bei manchen Stellen, dass es sich nicht um eine Powerstation im Premium-Segment handelt. Das ist bei dem Preis aber auch absolut keine Überraschung. Wichtig ist uns aber auch zu sagen, wir bewerten ausschließlich das, was wir selbst getestet haben. Wie sich die Powerstation beispielsweise bei längeren Off-Grid-Reisen, dauerhaft hoher Belastung oder in anderen sehr speziellen Einsatzszenarien schlägt, das können wir natürlich nicht beurteilen. Und so ehrlich müssen wir natürlich auch sein. Wenn genau das für euch entscheidend ist, solltet ihr natürlich Erfahrungsberichte anschauen oder die Powerstation womöglich selbst mit anderen Anbietern vergleichen. Für unseren getesteten Einsatzbereich können wir aber sagen, wer eine solide Powerstation für den klassischen Campingurlaub, Wochenendtrips oder einfach als mobile Stromquelle sucht, bekommt hier aus unserer Sicht ein stimmiges Gesamtpaket zu einem attraktiven Preis. Ja, was ist eure Meinung zu so einer Powerstation? Habt ihr sowas schon mal probiert? Würdet ihr sowas vielleicht testen wollen?
Wir finden es insgesamt sehr spannend. Sowas haben wir vorher noch nie gehabt und wir denken, dass wir es auch gut in unseren Campingalltag integrieren können. Auf alle Fälle. Also schreibt es uns gerne rein, wir sind gespannt.